Hi, grüß euch. Servus und habe die Ehre. Willkommen zum vorletzten Teil von Road to Berchtesgaden, das Gemeinschaftsprojekt vom Lichtsetzer Landschaftsknipser und dem Thorsten Engemann. Wir haben den Almabtrieb hinter uns gehabt und es war noch Zeit. Wir sind dann weitergewandert Richtung Malerwinkel. Der ist recht bekannt am Königssee. Die Ansicht des Königssees vom Malerwinkel aus war und ist immer noch sehr beliebt und hat so das klassische Bild von dem See geprägt. Man muss sich das so vorstellen, die Lände heißt es anscheinend, sage ich mal Hafen, man sieht nicht auf den Königssee, weil ein riesiges Felsmassiv davor ist. Man fährt praktisch um das Massiv rum und kann dann erst auf den Königssee blicken. Aber um nicht mit dem Boot fahren zu müssen, kann man links an den Bootshäusern vorbeigehen, ein Stück hoch und hat dann den Blick auf den Königssee. Das Interessante ist, mit dem Aufkommen von der Fotografie haben die Einheimischen, genauso wie dann natürlich die Touristen, die Perspektive für zahlreiche Aufnahmen genutzt. Das müsste es auch so bekannt werden. Ich persönlich muss sagen, ich war relativ enttäuscht. Wir sind da raufgelaufen. Die haben irgendwelche Sachen gefunden von Schwammerl über. So, jetzt haben sie wieder Schwammerl gefunden. Schaut es euch an. Ich sag's euch. Jetzt bin ich bestimmt 500 Meter raufgelaufen den Berg. 750. 750 waren es. 750. Für Schwammerl. Ja. Bei locker 25% Steigung. Ganz, gell? Locker. Mindestens. Na, da machst du was mit. Was? Gell, auch schon wie Hintern. Ja, wie so ein Arsch am Hintern, genau so. Okay. Stimmt, das schon echt aus. Ja, da. Also bei uns haben die Pilze ja Hintern. Keine Ahnung, waren anscheinend jetzt auch nicht so begeistert davon. Gut, man hat den Königssee überblicken können. Ich habe 2, 3 Fotos gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich der Unterschied, wenn man da aufgewachsen ist, dass man so die Sachen nicht sieht. Mich hat das jetzt einfach nicht abgeholt, aber trotzdem zeige ich euch die Fotos. Ich bin dann lieber mit dem Opa auf der Bank gehockt, ich habe einen ganz kurzen Clip und habe über die Preise geschimpft. Das war witzig. Das haben die anderen gar nicht mitgekriegt. Und naja, mir war in dem Fall, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Besuch interessanter gefunden wie die Landschaft. Punkt F nicht gelesen. Ne? Ja, aber das ist, finde ich, tatsächlich ein bisschen angenehmer. Das Schöne ist, dass du halt einen schönen Griff hast. Der Grip hat Ja, das ist, aber jetzt, ne, guck mal. Fachgespräche. Also ich müsste ja einen haben, der kürzer wäre, um das. Aber genau das macht ja den Unterschied von dem Projekt, weil jeder andere Sachen sieht. Bei klarer Sicht kann man von dem Malerwinkel ungefähr 10 Kilometer weit schauen. Da sieht man hinten dann St. Bartholomä, also wenn die Sicht klar ist. Wir haben riesen Glück gehabt im Wetter. Die seitlich aufragenden, überwiegend bewaldeten Berghänge, die kann man ja super erkennen, überragen praktisch den See komplett. Im Zentrum vom Steinernen Meer erkennt man den höchsten Berggipfel, die schon in Österreich liegen. Schönfeldspitze kann man erkennen. Die hat immerhin über 2600 Meter schon, also ganz schön hoch. Und was ich noch erwähnen will zum Malerwinkel, der ist 2015 zusammen mit anderen Sehenswürdigkeiten des Königssees auf Platz 12 der Top 100 der Sehenswürdigkeiten in Deutschland gelandet. Also, das sagt schon einiges aus. Wie gesagt, ich habe es nicht erkannt. Betriebsblind wahrscheinlich. Dann, was ich auch noch erwähnen möchte, der Malerwinkel ist dann ganz massiv im 19. Jahrhundert
Das war die Zeit, wo der Terrorismus entstanden ist. Der Tourismus entstanden ist. Terrorismus will wahr passen. Und da sind so die ersten Werbegemälde entstanden. Ich zeige euch dann ein paar Fotos aus dem 19. Jahrhundert, die da oben gemalt worden sind an der Stelle. Das waren dann die Bildmotive, wo für den Königssee, Berchtesgaden, Berge, Bayern Werbung gemacht worden ist. Deswegen ist es wahrscheinlich also ein bekanntes Motiv und jeder assoziiert, ja ich kann auch Fremdwörter, den Königssee eben mit dem Blick Malerwinkel. Okay. Also Malerwinkel ist relativ schnell abgehakt worden. Rauf, ein paar Fotos gemacht, ein bisschen unterhalten, Quatsch, Blödsinn, wie es jetzt immer so ist. Und dann sind wir runter und haben gesagt, so, jetzt fahren wir aufs Rossfeld, Panoramastraße. So, jetzt sind wir vom Königssee rübergefahren, Panoramastraße. Jetzt warte ich auf den Lichtsetzer noch, den Thorsten Engemann. Und dann fahren wir die Panoramastraße hoch, wäre bestimmt witzig. Zum Rossfeld, Panoramastraße brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, da habe ich jetzt mindestens schon 2 Videos gemacht drüber. Viele kennen es, ist eine Mautstraße, die führt auf 1650 Meter hoch, man kann mit dem Auto rauffahren. Wir sind raufgeheizt, Thorsten Engemann war schon mal oben. Es wurden dann Drohnen ausgepackt, ich bin auch kurz raufgeflogen mit der Drohne. Hauptsächlich war das Interesse bei meiner Drohne nicht die Landschaftsaufnahmen, sondern oben ist so ein Weiberlei gestanden am Fotografieren und die Jungs wollten wissen, ob die nackig ist oder sich nackig macht. Und ich habe dann einen Spionageauftrag bekommen. Und nee, ich muss euch enttäuschen, die war nicht nackig. Naja, das sage ich jetzt nicht. Riesen Gaudi gehabt, natürlich habe ich wieder Brezen dabei gehabt. Am ersten Tag haben es frische Bäckerbrezen gekriegt, am zweiten habe ich mich schon gesteigert mit Butterbrezen und kühle Getränke. Also das war mir sehr wichtig, dass der Besuch da versorgt ist. Wir sind dann da oben gestanden. Was ganz interessant war, Tesla, also war ein Filmproduktionsteam, also riesengroß, also allein was die Ausrüstung gehabt haben. Am Auto ein riesen Gimbal von Ronin hingebunden und dann mit Stuntfahrer und dann irgendwie so Verfolgungsjagden und Regisseur und also richtig zugange. Anscheinend irgendein Werbevideo für Tesla. Ich habe mich dann angeboten, dass ich auf ihr Equipment aufpasse. Wollten es nicht. Schade. Wäre bestimmt einiges mehr geworden. Vielleicht hätte ich das ein oder andere Ding brauchen können. Also ich hätte es ganz gern gemacht. Also liebe Filmproduktion, Team, nächstes Mal, ich passe sehr gern auf eure Sachen auf. Naja, gut. Die TNTs und der Manuel, die sind dann da oben irgendwie so auf dem Hügel rumgeiert. Ja, ich habe da keinen Bock gehabt. Ich habe dann Timelapse aufgebaut, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt voll cool. Irgendwie war das dann ansteckend, plötzlich hat jeder dann seine Actioncam aufgebaut. Und ja, man kann ja einfach bei Timelapse crashen, gell, lieber Thorsten, lieber Lichtsetzer. Man muss ja da nicht schauen, ob da irgendwo eine Kamera steht. Man pflanzt einfach seine hin, gell, und ist ja wurscht, gell, kann man ja machen. Ja, nee, ich habe das sogar recht witzig gefunden. Alles gut. Ja, wir haben dann gesagt, wir bleiben jetzt mal bis zum Sonnenuntergang, haben die Sonne beobachtet, haben die ganze Zeit gerätselt, wo die Sonne untergehen könnte. Das Wetter war sehr bewölkt, also wir haben nicht auf einen schönen Sonnenuntergang gehofft. Und dann hat der Thorsten Engemann doch echt so einen komischen Lichteffekt entdeckt, das war irre. Die Sonne aus den Wolken und irgendwie in den Bergen, da war so Wolke und in der Wolke gab es so wie so einen Regenbogen, typische Regenbogenfarben, so eine Reflexion von der Sonne. Ich kann euch das zeigen, hat total irre ausgeschaut, war aber ganz kurz. Wir haben versucht Fotos zu machen, ich weiß noch nicht, ob die anderen auch Fotos gemacht haben. Es hat auf alle Fälle total irre ausgeschaut, wie so ein Prisma. Und ja, wir haben dann Fotos gemacht, es ist dann auch die Sonne untergegangen. Und dann haben wir auch schon gemerkt, im Oktober, Ende Oktober, Mitte Oktober war es, dass es dann ganz schön kalt geworden ist auf der Höhe. Wir haben dann zusammengepackt, haben uns verabschiedet und das war's.
Also ich habe leider gar nicht so viel Material gemacht, weil Panoramastraße kenne ich schon tausendmal gemacht. Malerwinkel habe ich nicht abgeholt. Ich habe lieber den Besuch beobachtet, habe das genossen, weil es echt super Jungs sind, also wirklich zum Empfehlen. Und dann schauen wir mal. Und der nächste Teil, das wird dann der Höhepunkt. Auch wenn meine Speicherkarte dann voll war am Zielfoto. Aber das wird noch richtig spannend, das wird noch so ein richtiges Highlight und da habe ich auch Material und da drehe ich dann so richtig auf als Höhepunkt von dem Fotowalk. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was vermitteln können, wie das so ist, mit 3 Preisen unterwegs zu sein. Es ist wie ein Sack Flöhe hüten. Aber ich habe es geschafft. Alle sind wieder nach Hause gekommen, keiner hat sich verletzt. Und das ist das Wichtigste. Nee, Spaß ist das Wichtigste. Also schaut bei den anderen Kanälen vorbei, die würden sich bestimmt auch freuen. In diesem Sinne sage ich auf Borisch, habe die Ehre, wir sehen uns im nächsten Video. Servus.